In einem grossen Ährenfeld hat einmal eine herzige kleine Maus gelebt. Sie hatte ein besonders langes Schnäuzchen und sonnige Mäuse sind immer auch besonders abenteuerlustig und wunderfitzig. Die kleine Maus hat Dorli geheissen. An einem schönen Tag hat Dorli gedacht: Es ist langweilig da. Man sieht überhaupt nie etwas Neues. Alle will Ähren und Ähren. Und immer die gleichen Verwandten. Müs und Müs. Alles immer grau in grau. Ich gehe fort, die Welt entdecken. Die kleine Maus ist quer durchs Ährenfeld trippelt, bis sie an den Waldrand gekommen ist. Oh, ist das schön. Jetzt entdecke ich die grosse Welt. Hui, der grosse blaue Himmel und die hohen Bäume. Das Müsli hat sein spitziges Schnäuzchen unter jede Wurzel gesteckt und in jeden Blätterhaufen. Es hat mit seinen schwarzen Äuglein überall umeinander geschaut und auf einmal etwas entdeckt. Zmitzt auf einem Haufen welcher Blätter ist etwas gelegen. Braun, glänzig und kugelrund. Eine Nuss. Au, die nehme ich mit heim, denkt das Dorli, streckt das Pfötchen aus und will die Nuss packen. Aber sie fängt an, ruckeln und ruckeln und ruckeln und ruckeln und ruckeln, das Dorli hinterher. Bei einem grossen Eichbaum ist die Nuss zwischen den Wurzeln verschwunden. Wo die Maus ihr Schnäuzchen unter die Wurzeln gestreckt hat, entdeckt sie in der Erde ein rundes Loch. Eine kleine Stege hat in eine Erdhöhle abgeführt. Die Nuss ist holterte, polterte, holterte, polterte, holterte, polterte, holterte, polterte, von Stufe zu Stufe gekugelt, das Müsli hinterher bis vor eine kleine Türe. Es streckt das Pfötchen aus. Jetzt habe ich sie. Da geht die Türe von selber auf und die Nuss ruckelt weiter und ruckelt und ruckelt und ruckelt. Das Dorli hinterher. Es ist in einer lustigen kleinen Stube gestanden. Endlich hat sie dort unter das Nuss packen und wollen ab damit. Aber die Türe ist zugeschlitzt und es hat nicht mehr raus. Auf einmal kommt etwas hinter dem Ofen führen. Ein gespässiges kleines Männli. Es hatte rote Zipfelkappen an und lange, spitzige rote Schuhe. Auch sein Gesicht war rot und die Nase hat ausgesehen wie ein Rüebli. Du bist gefangen, quäkerte das Zwerg mit einer bösen Stimme. Das Dorli ist verschrocken. Warum denn? Ich möchte wieder heim. Lass mich raus. Nein, du musst da bleiben. Du hast mir meine Nuss stehlen, darum habe ich dich gefangen. Da bleibst.